Grüß euch miteinander und herzlich willkommen zum heutigen Summit. Heute sind wir wieder in Bern. Ich bin hier in der Kramgasse, direkt vor dem Zeitglocker. Das sieht man, glaube ich, so hinter mir. Und wir haben heute die Möglichkeit gehabt, mit dem Herrn David Käser ein Interview zu führen. Er ist der CEO von der Landi und hat uns ein bisschen mehr zum Hintergrund von dem Geschäft erzählt und auch, was er für einen persönlichen Bezug zu dieser Firma hat. Jetzt ist aber genug von mir, ich schweige und wünsche euch ganz viel Spass beim Zuschauen. Die kleinen Herr Käser, stört es euch, wenn ich von der landwirtschaftlichen Genossenschaft rede? Ich bin Bauerngrosssohn, ihr seid Bauernsohn. Für mich ist das einfach, wir gehen in die landwirtschaftliche Genossenschaft. Mir stört das nicht, aber der heutige Name der landwirtschaftlichen Genossenschaft ist natürlich Landi, seit etwa 30 Jahren. Und die Leute kennen die Landi und vielleicht weniger die landwirtschaftlichen Genossenschaften. Aber im Grundsatz sind es landwirtschaftliche Genossenschaften. Das sind wirklich Unternehmen mit dem juristischen Abteilung oder juristische Form Genossenschaft, genau. Was jetzt kompliziert wäre, jetzt zu erklären, was genau also FENACO ist, quasi der Oberbegriff, oder? Ihr seid quasi, wie sagen wir, Rayonleiter von FENACO, das ist ein bisschen blöd, aber ihr seid der CEO von Landi. Aber die ganzen Besitzverhältnisse sind ja noch ein bisschen schwierig. Zum Teil gehören ihr ja auch den Bauern, oder? Kann man das Ganze in einem Satz erklären? Ja, ich probiere es. Also, FENACO ist eine Genossenschaft. FENACO gehört der Landi. Der Landi-Genossenschaften verteilt über fast die ganze Schweiz. Und die Landi-Genossenschaften, dort sind Besitzer, Bäuerinnen und Bauern von den einzelnen Regionen. Also jeder Bauer kann euch jetzt reinreden? Eigentlich schon, ja. Jeder Bauer hat etwas zu sagen in seiner Genossenschaft. Seine Genossenschaft kann er bei der FENACO Einfluss nehmen, genau. Ihr seid ja als Bauernbub aufgewachsen. Was sind eure Erlebnisse, die Landi, auch dann schon Landi, nicht mehr landwirtschaftliche Genossenschaft? Also ja, ich bin auf dem Bauernbetrieb aufgewachsen. Wir haben zum Beispiel Getreide in die Landi geliefert oder auch Saatherdöpfel damals. Wir haben sie auch Dünger geholt oder Herdöpfel einladen am Bahnhof. Also ich war in meiner Jugend sehr nahe bei der Landi schon, ja. Haben wir schon dann können andere Sachen einkaufen oder war es sehr beschränkt gewesen? Also ihr redet jetzt von den Landi-Läden vor allem. Ja, Haus und Garten damals, das war natürlich viel beschränkter vom Sortiment her. Dort haben wir unser Konzept sehr stark entwickelt. Also das hat sich enorm entwickelt, ja. Jetzt mittlerweile seid ihr ja schon fast in Konkurrenz. Also ihr lebt jetzt zum Beispiel Landi, speziell Landi-Bauungen. Also da kann man andere anbieten, oder man kann Landi, und eigentlich findet man Landi aus. Ist das ein Ziel gewesen? Ja, wir haben einfach eine Kundschaft auf dem Land. Also wir sind sehr stark in den ländlichen Gegenden. Und dort haben wir einfach das anbieten, was die Bevölkerung will. Und das Konzept, wo wir wirklich ein breites Sortiment haben, gibt uns eigentlich recht, weil wir die Umsätze sehr stark steigern in den letzten 10, 20 Jahren. Ja. Ihr seid ja seit Anfangsjahr in diesem Amt, das ihr jetzt habt, aber ihr seid schon seit über 23 Jahren dabei bei FENACO oder habt Landi geleitet oder Landi Westschweiz geleitet. Was hat sich denn so am meisten verändert in dieser Zeit? Eben Konzepte sind breiter abgestützt worden, wir haben auch investiert in neue Verkaufsstellen zum Beispiel. Die Landinen sind auch grösser geworden, professioneller geworden. Also die Landi-Genossenschaften, die Unternehmen sind jetzt richtige KMUs, wo man auch führen muss, wo man ganz eine gute Strategie fahren und dort sind wir wirklich stark geworden und dort haben wir Erfolg, kann man sagen. Ja. Habt ihr jetzt, was ihr übernommen habt, also ich habe gehört, das ist so der Hoffnungsträger, der möglicherweise auf FENACO in Zukunft vielleicht möglicherweise noch einen Stegentritt hochgehen kann. Habt ihr euch gewisse Sachen für den Ort genommen? Ja, ich werde eigentlich die Erfolgsgeschichte weiterführen. Also ich bin jetzt nicht der alles verändern will, weil wir eigentlich Erfolg haben, so wie wir fahren. Aber ich habe natürlich schon ein paar Sachen optimiert, schon jetzt in den ersten Monaten. Ja, zum Beispiel mit meinen Kollegen Regionenleiter. Wir sind 4 Regionenleiter. Ich bin ja Divisionsleiter. Ich leite selber eine Region plus meine 3 Kollegen. Wir mehr Informationen austauschen. Wir tun mehr Präsentationen zum Beispiel, dass die Arbeit nicht doppelt gemacht werden muss. Wir tun uns ein bisschen mehr austauschen als vorher. Und das bringt, glaube ich, für die ganze Breite der Gruppe etwas, weil wir einfach besser führen, besser agieren.
Also seid ihr auf eine Art aufgeteilt eben mit den Regionen wie Migros, mit ihren Genossenschaften? Ja, das ist nicht vergleichbar. Migros hat etwa 10 Genossenschaften, wir haben über 100 Genossenschaften, also unsere Genossenschaften sind kleiner in den Regionen, aber einfach die Genossenschaften sind innerhalb von der Region Westschweiz, Mittelland, Zentralschweiz, Ostschweiz zusammengefasst sozusagen. Was sind so die Unterschiede so vom Konsumverhalten? Zwischen den Genossenschaften? Genossenschaften haben natürlich Strukturen, die sind nicht gleich. Die meisten Genossenschaften haben alle Geschäftsfelder, Agrar, Detailhandel, Energie. Aber es kann geben, dass in einer gewissen Region keine Tankstelle bei der Genossenschaft ist oder kein Volkladen. Das gibt es natürlich. Ja. Das wäre die Agrola-Tankstelle. Ja. Das kann man sagen, das ist eigentlich umsatzmässig der grösste Brocken, oder? Also wenn man mit Erdölpreisen das würde messen. Vielleicht jetzt 2022 mit den hohen Preisen hat das umsatzmässig mehr ausgemacht, aber die Marge ist deutlich gesunken. Mit diesen Kabriolen am Merit hat man die Marge nicht behalten mit den Preisen, die sehr volatil waren. Aber am meisten Umsatz machen wir in den Landegenossenschaften mit den Volkläden und mit den Landeläden. Dort sind wir etwa gleich stark, sage ich jetzt mal, wie Energie als Agrola. Ja. Wie habt ihr die 2 Corona-Jahre gespürt? Also, wie hat sich das verändert? Habt ihr irgendwie den Umsatz auf eine Art knapp halten oder habt ihr neue Felder entdeckt oder hättet können bewirtschaften? Also wir haben positiv profitiert eigentlich vor der Corona-Krise. Ganz am Anfang war es ja schwierig, waren unsere Läden zu, Anfangs 2020, das wisst ihr noch, haben wir alles müssen zutun. Aber dann, als es wieder aufgegangen ist, durch das, dass die Leute mehr in der Schweiz sind geblieben, auch Ferien in der Schweiz haben gemacht und vermehrt bei uns in den Volkläden oder Landeläden eingekauft haben, haben wir eigentlich mehr Umsatz erzielen. Also für uns war es positiv. Ja, und sie haben im Garten gearbeitet, oder? Nehmen an, das hat boomen, die sind alle Geräte kaufen. Das ist ja so. Die sind zum Beispiel Geräte kaufen, aber vor allem auch die Leute, die ins Ausland zum Teil etwas kaufen, die sind eben in der Schweiz geblieben und ländlich, nahe von den Konsumenten, das hat so gepunktet. Die verfolgen ja, so habe ich es gelesen, so quasi günstig, ich sage nicht billig, aber ein günstiger Preis. Wir sehen ja nur billige Sachen, also nur was nichts kostet, nichts wert ist, kostet nichts. Aber wie schafft man das im Gegensatz also in Konkurrenz zu einem Aldi oder zu anderen Anbietern? Also Aldi ist jetzt nicht unser Konkurrent. Ja gut, aber die Rasenmäher von uns oder Schneeräumungsfahrzeuge, die sie ein paar Tausend Steine günstiger verkaufen. Ja, aber Aldi macht solche Sachen, verkaufen sie nur ganz punktuell, 14 Tage lang ein Angebot und dann den Rest des Jahres nicht mehr. Wir sind natürlich jetzt mit dem Rasenmäher, Schneefräse, sind wir das ganze Jahr am Merit. Und unsere Konkurrenten, ja, das sind eher Coop, also Jumbo jetzt oder Migros Duit, das sind unsere grössten Konkurrenten. Und dort, wo wir gut sind, wir haben sehr gute Qualität, zum Beispiel 5 Jahre Garantie auf den meisten Artikeln, auf einem Rasenmäher zum Beispiel. Dann preislich tun wir uns sehr gut positionieren. Wir arbeiten wahrscheinlich auch mit ein bisschen tieferen Margen als Konkurrenz. Und dann Auswahl, wir haben halt nicht eine sehr grosse Sortimentstiefe wie ein Jumbo zum Beispiel, aber die Sortimentsbreite ist bei uns da und mit dem haben wir Erfolg. Wie viel Swissness ist so in der gesamten Produkt von Landi? Wir haben sehr viele Schweizer Produkte, also das ist etwa 55%, wenn ich mich nicht täusche, die wirklich aus der Schweiz kommen. Gut 30% kommen aus dem EU-Raum. Und nur, was wir einfach in der Schweiz und nicht in der EU einkaufen können, müssen wir dann von Übersee einkaufen. Also gewisse Produkte. Also die Vespa, glaube ich. Oder das Töffli. Ja, zum Beispiel. Oder eben der Rasenmäher, das ist ein typisches Produkt. Früher ist das in der EU produziert worden und jetzt gibt es keine Produzenten mehr in der EU und dann müssen wir das von Asien importieren, sozusagen. Die Landi hat trotzdem noch, also das ist nicht negativ wertend, ich sage, ein bäuerliches Image. Ist es ein Grund, dass der meines Wissens noch keine Laden in der Stadt hat? Das ist ein Grund, ja. Unsere Wurzeln sind auf dem Land. Wir sind auf dem Land stark. Wir haben eine gewisse Nähe zur Bevölkerung in den verschiedenen Gegenden, in den verschiedenen Regionen. Und das Ziel, die Stadt, ist für uns nicht das Ziel. Wir sind dort nicht daheim und wir werden wahrscheinlich auch nie in die Stadt gehen. Also jetzt hier in Bern haben wir zum Beispiel in Königs einen grösseren Laden. Das ist auch stadtnah, aber weiter ins Zentrum werden wir auch nicht rücken. Ist es irgendwie, hat er das abgeklärt, markttechnisch? Ich sage jetzt als Laie vom Schiff aus, die Städte werden immer grüner, immer politisch. Da können doch die Lande voll reingrätschen. Also über Politik wollte ich nichts sagen, das weiss ich zu wenig. Aber wenn jetzt jemand aus der Stadt wirklich etwas will in einem Landeladen, kann er das online bestellen. Dort sind wir eingerichtet, kann das heimliefern oder kann er das abholen. Also, aber
wirklich uns Läden in der Stadt zu eröffnen, das ist bei uns so nicht geplant. Nein. Reden wir gegen Schluss so ein bisschen über euren Tagesablauf. Wie manchmal geht ihr in ein Land pro Woche? Ich selber. Vielleicht einmal. Also wirklich einkaufen. Was ich aber viel mehr mache, ist natürlich bei der Landesgenossenschaft, also bei den Geschäftsführern oder Verwaltungsratsmitgliedern der Landinnen. Mit denen bin ich laufend in Kontakt. Schwierig zu sagen, wie viel, aber wenn es ums Einkaufen geht, macht das meine Frau vor allem. Ja, das kann ich weniger. Habe ich zu wenig Zeit für das, sagen wir mal. Also ab und zu so ein Vergleichs, so ein spontaner Einkauf irgendwie vom Chef selber, der denkt, also ich weiss von ihm, wo ich jetzt, den Namen nicht nennen, von einem Chef von einem Grossverteiler, der hat irgendwie seinen Lieblingskäse bei Konkurrenz entdeckt, oder? Was sie selber nicht hatten. Das ist noch nicht passiert bis jetzt. Nein, also ich gehe natürlich die Konkurrenz auch anschauen. Ich war gerade kürzlich in einem Jumbo. Coop hat sich ja umgetauft. Coop Bau und Hobby hat sich ja umgetauft in Jumbo. Hat mich Wunder genommen, wie das aussieht. Da gehe ich schon schauen. Aber dass ich dort etwas kaufe, das ich in Irland auch finde, das mache ich nicht. Nein. Wie sieht es aus mit dem Personal? Alles klagt über den Fachkräftemangel. Wie leidet ihr darunter? Das ist bei uns auch nicht ganz einfach. Also die Situation ist allgemein. Wir finden die Leute schon, aber tendenziell haben wir ein bisschen länger, bis wir die Leute können finden, bis wir die Stellen besetzen können. Aber wir merken es schon, im Vergleich zu vor einem Jahr ist die Situation schon akuter als damals. Ja. Sind denn die Genossenschaften, die einzelnen Läden autonom, also wie sie besetzen, also im ganzen also im täglichen Geschäftsgebaren, also sie müssen nicht viel nachfragen, sie sind ziemlich frei? Also jetzt Landi-Laden zum Beispiel, dort ist ein Franchise-Konzept von Landi Schweiz, von Fenaco eigentlich. Das müssen sie umsetzen. Sie haben gewisse Freiheiten in gewissen Bereichen, ganz klar. Also, sie haben mehr Freiheit als jetzt in einer Migros zum Beispiel. Aber die Konzepte müssen eingehalten werden. Dort, sie sind nicht ganz frei. Aber regionale Produkte, dort sind wir stark zum Beispiel, wo wir von unseren Mitgliedern, Bäuerinnen und Bauern Produkte übernehmen können. Dort haben wir eigentlich jegliche Freiheiten in den Landi-Läden. Kann man alles übernehmen und verkaufen von unseren Mitgliedern, Bauern. Ja. Wir reden von den Landi-Läden, von der Brand Landi. Ist das noch weiterzuentwickeln? Also, eben, das ist ein paar Monate im Monat, dass man plötzlich Landi Coffee to go, Landi Restaurantkette, Landi Veggie. Also gibt es da so Wünsche, Träume oder Pläne, wo der junge CEO, sage ich jetzt, der Name ist anders, aber er hat? Wir haben schon gewisse Ideen, mit unserem Konzept weiterentwickeln, aber wahrscheinlich nicht mit dem Namen Landi, sondern mit dem Topshop zum Beispiel. Dort, wo ja Agrola-Tankstellen sind meistens auch ein Tankstellenshop hinten dran, ein Topshop. Und der wird sicher weiterentwickelt. Es wird vielleicht in Zukunft, weiss doch nicht, Selbstbedienungsshop geben oder einen Shop, wo einfach noch ein bisschen mehr Convenience, noch ein bisschen mehr digital daherkommen. Dort sind wir laufend dran. Ja. So ein totales Selbstbedienungskonzept. Das ist auch noch wäre auch noch Weg. Könnte es geben, aber eher im Shop-Bereich, also in den Lebensmittel- und Autozubehör. Aber weniger im Landi-Laden. Dort ist nicht angedenkt. Nein. Weil wir eben die Nähe zu diesen Kunden gleich noch wollen. Ihr habt gesagt, bäuerlicher Touch. Und das ist uns wichtig. Das ist unsere Nasenlänge auch gegenüber der Konkurrenz. Ja. Und der Name Landi bleibt unantastbar? Ja, der Name Landi ist eine sehr starke Marke. Ich glaube, Nummer 12 in der Schweiz von allen Marken. Also sehr, sehr stark. Und das wird so bleiben, ja. Meine Frage immer am Schluss ist ganz einfache. Welche Frage hätte ich noch stellen sollen, dass ihr eine super Antwort darauf geben könntet? Dann könnt ihr es jetzt sagen und könnt auch die Antwort dazu geben. Ich habe vielleicht noch die Frage gestellt, was ist der Unterschied zwischen Landi-Laden und Landi-Genossenschaft? Weil die Leute, die merken das aber nicht. Der Landi-Laden ist wirklich eine Einheit von einer Landi-Genossenschaft. Die Landi-Genossenschaft ist aber auch im Agrarbereich tätig, mit Getreideübernahme, mit Saatgutverkauf zum Beispiel, hat auch noch Agrola-Tankstellen, tut Holzpellets den Haushalten liefern. Und man muss einfach aufpassen, dass man das gut unterscheiden kann. Landi-Genossenschaft, das sind die Unternehmen, die ich auch geführt habe in der Vergangenheit, und eben Landi-Laden, wo wirklich der Verkaufsladen ist von dem Sortiment, das ihr erwähnt habt. Dann sehen wir Informationen aus erster Hand. Merci vielmals für das Gespräch und gutes Gelingen. Merci vielmals, Herr Mast.